name. Then he rescued me, now the song does sing. What a loving God is he. Out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I learned. Goedemorgen Zola, dit is je dankes, dit zijn je dankes die Gottes woord. Je hebt 1250 KZ, het is Mr. John Peters hier. En ik ga goede nieuwigheden voor jullie die Gottes woord, dat evangelium dat schafft, dat werkt. Good news bedient evangelium. Dat is wat evangelium meint. En dat is juni de 7e, dat is zo wie klok 10. En we zijn boven bij Jonah kapitel 3. Out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. Amen. Alright. So we gaan vandaag reden van wat God ten tweede maal opendeed. Ook ten derde maal. Ook ten vierde maal. Waar God ten tweede maal te God houden deed, vergeven deed. Ook ten derde maal. Ook ten vierde maal. Wat 1000 maal. En we doen hier met zo'n spelen. We hebben eerst geen dag. Waar God op einmal zegt, nu heb je genoeg te God gehouden. Weet je waarom? Dan hij bekijkt ons daar zijn Zoon Jezus Christus, der alles gegeven heeft, als hij zijn harpa opvat om kruis. God zelfs, God wie op eerd, in de vorm van den Zoon. En God zelfs is gestorben op deze eerd voor mij en die. En zo dat is ganz tevreden. Wie lijkt namelijk irgendwo in de soul bij te doen. Petrus deed ook 7 maal wel pretty good voor hem. Nou, zegt Jezus. 70 maal 7. Right. En weet je waarom Jezus de soul 7 brokken deed? Wegen 7 bedient alles. En 7 bedient Emma. En 7 bedient volkomenheid. Alright. Een kleine gedanke wat ik heb is, ik zie helemaal op het internet dat christen zijn zeer opgerecht. Dat de andere ziet wat zij zijn voor jongens met jongens en mejalen met mejalen, dat die brokken een regenboog op ihre vlag. En nu zijn viele christen opgerecht, die nemen God in regenboog en verachten den. We kan je een beetje troosten. Helemaal gedacht, God in regenboog heeft 7 kleren. Die 7 kleren, die merken eine Kleur, wanneer die top gemerkt worden, dat is wit. Wit bedient volkomen, wit bedient perfect, wit bedient rein. Wer is God? Hij is volkomen, hij is perfect, hij is rein. Hij is alles en alles. God zijn nummer is immer nummer 7. We gaan 7 dagen in de week. Entschuldigung, maar mijn computer hier een beetje rijdt meer. We gaan God zijn soul van 7. Hij heeft 7 jester, zeg hij in dat boek Jesaja. De jas van vrede en vrijheid en zo wieder, dat zijn 7 sterk. En zo, weet je wel voor kleren Jan ihre vlag heeft, wat voor dat aardig te zijn? Die hebben bloß 6 kleren. Die hebben veel verdiend. En Offenbarung wordt erst in 15 nummer. Wel 6. 6 bedient niet volkomen. 6 bedient een kopie. 6 bedient falsch. Dat is niet wat de 7 gekomen. En zo we daar keine angst hebben dat Janne dan krijgt die vrienden hem geschafft heeft. Bloß nur open en bloß proben van God zien wat slechter te merken. Krijgt es hij hem geworden deed. En zo daar ben ik niet worryen over dat. Anyway, dat valt me heel bloß bij als ik red van de 7. Van hoe komt dat ver? Wel, God wordt me dat al gegeven hebben. Alright. Prijs dem Herrn. We zijn vandaag bij Jonah kapitel 3. Oh ja, we reden van, Jezus had geredet van 7 mal 7. Jonah kapitel 3 vangt met een zeer lieblingsvolle vers aan. Dit vers heeft mij daar echt een dunkle deel gedreven. Ik heb een dunkle deel hingen mee. We verstaan ons alle. En we hebben tijden waar we ons bij moeten zijn krijgen. En dan heeft dit vers mij zeer geholpen. En ik kreeg dit van een Baptist prediker hier in Seminole. En ik ben dankbaar voor die prediker. Dan zei ik het toe. No, entschuldige, dat was actually een Duitse prediker.
Ja, die können Plautdietsch. Nu fällt mir bei. Dann sagte der in Jonah 1, dann kam das Wort Gottes zu Jonah zum zweiten Mal. Wenn der Farge nicht wäre, dann hat Jonah bloß einmal könnt abmessen, dann hat Jonah bloß einmal könnt singen oder eingehorsam sein, und dann wird das gewas. Das, was Jonah verdient hat, das, was ihn nicht verdient hat, aber Gott in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade, in seiner Liebe, ruft Jonah zum zweiten Mal. Und wir haben genug Abweis in der Schrift, da hat er noch zum dritten Mal. Ja, Petrus verließ Jesus 3 Mal, und die Jesus haben 3 Mal getreten. Du hast gleich eine Mut, du hast gleich eine Soul, wo wir nicht sagen, nicht so durch. Wenn der Mensch hier stirbt ohne Jesus, dann ist es durch. Solange es noch einen Puls hat, solange es noch atmen wird, ich bin sehr dankbar für die Luft, diese da, dass ich besonders wenn ich genug kriege. Und so, du hast gleich eine Soul. Nu hat der Mensch nicht mehr genug. Bloß wenn der ohne Jesus stirbt, dann ist es vorig, dann ist die wohl gemerkt. Und wir wollen hier ein klein bisschen von verhandeln, was es hier dann sagt. Go in die große Stadt Nineveh und gib dir die Botschaft, was ich dir gebe. Jonah wird gehorsam, nicht sagen, was Gehorsamkeit. Jonah ist das alle durchgegangen. Der Sturm hat mehr, der Wohlfisch, das Gebet von Buße, was wir fähig machen von unseren Hilfen. Und nu sagt er, wie gehorsam zu Gott sein Wort und ging nach Nineveh. Nineveh wie eine große Stadt, die 3 Tage durchgehen, das ist eine sehr große Stadt. Weißt du, was das Studieren bleiben, haben 100.000 Einwohner gehabt. Jonah fing an, er ging 1 Tag in der Stadt an, vielleicht hast du dann, was das Drachstrie war, die große Städte haben 14 Drachenstädte. Dann sieht er 40 Mal der, und er wird Nineveh nicht mehr sein. Dann sagt er in Vers 4, die Büse, was die Nineviten leiden. Sie bleiben Gott, sie fangen an zu fasten, alle von ihnen, von den Grazen, was den Pflanzen. Und sie trocknen sich arme Kleider an. Das wird ein Teken von Buße. Die dürfen nicht uns alle arme Kleider antragen, wir dürfen im Hort Buße tun, zu Gott, und dann wird es schaffen. Alright, wenn ich hier ein bisschen handtrete mit meinen Hängen über Video, da weiß ich, mein Computer will einmal uitgehen, dann mache ich ihn abhalten. Dann sagt er, dass dit Jonah seine Warnung, Jonah sein Predigen, das kein was ihn kein nicht von Nineveh. Er stand ab von seinem Thron, nahm seine jede Kleider auf und er trug sich die arme Kleider an und saat im Stoff, dass wir nach hinten von Buße. Und ich habe ihm Befehl und Gesetz, die kann nicht sagen, auch seine Recke, du sollst keiner eten oder trinken, nicht Menschen und nicht Tieren, wir sollen Buße tun. Laat Menschen auch Tieren arme Kleider anhaben, laat uns alle Gott anrufen und laat uns die Sinn, waar we die Sinn toch laten und das Schlechte. Der Englisch redet von Violence, frech sein gegen andere. Wer weiß, vielleicht wird Gott ändern, oder vielleicht wird Gott Buße tun und wird Barmherzen haben, sodass seine Wort nicht wird gegen uns sein, dass wir alle verdorben. Und dann hielt das Kapitel ab mit dem Hoffnungsvollen Vers. Es fängt an mit Hoffnung. Das Wort kommt zu Jonah zum zweiten Mal, das Hoffnung, für mich und die. Nun kicken wir, wie das Kapitel abhören wird. Als Gott sagt, was die tun hatten, und dass die während von ihr Weisheit angewandt hatten sich bekehrt, dann wird Gott sich ändern, dass erst meistens, wenn Gott hier Buße tut, Buße meint anwenden, und er braucht nicht ab Ende die Strafe, was er versprochen hat. Wie kann Gott ändern mit Buße? Ohne Buße kannst du in einer ewigen Stadt, was sehr schrecklich ist. Mit Buße hast du die beste Stadt in aller Ewigkeit. Wo das Schlechte verbiegen, Johannes 5 sagt, die kostet gerecht verbiegen, mit Buße tun und wahre geworden sein. Aber ich will hier noch mehr von den ersten Vers reden, wenn es redet von Gott sein Wort kommt zum zweiten Mal. Weißt du, was er in Jesaja 42,3 sagt? Du sagst Gott nach wahrer Wort hoffnungsvoll. Er sagt, wenn ein Ried das ist ein Aus von einer Wasser planten, was beim Riefer wasen, das gibt hier so eine runde Stärke, kurz nach mehr durchpiepen. Er sagt, wenn die verbehren ist, ich will die nicht aufbrechen. Und wenn das Stockchen bloß glären wird,
Ein Stockstiel wird vielleicht gemerkt, erst zum 4 merken, wenn er bloß gelernt hat, ich werde nicht übpüssen. Was sagt Gott? Ich werde abbühen, ich werde looten, ich werde looten heilen, ich werde halten. Dan denk ik nog een bijspel. Als Jezus de Verschermannen al die vers verhalten fing, dan zegt dat hij kwam in een land waar Jezus stond, dan zegt dat Petrus knijt zich voor hem doel, dat is in Matthäus. Dan zegt Petrus, verloot hier Jezus, wegen ik zie een zindelijke mens. Dat Jezus verloten? Nou, Jezus pakt hem aan, hielp hem op en zei, krijg die wel weg. Waarom? Wegen Petrus had de rechte instelling. Een instelling van Buße. Luther vertelt Jezus nu Geschichte. Der rijke Pharisäer met zijn dierenkleider in zijn gebed dat hij puchen en danken Gott für wat van goede mens hij weer, wat hij geven deed, wer hij weer. Dan zegt Jezus de arme zinder door, die, ik geloof dat weer een taxcollector war oder so, een arme Prager vielleicht, die schlug zich aan de borst en zei, Gott, zie mij een zinder barmherzig. En dan vraagt Jezus, wer je gerecht? We weten alle, die sind da. Er is zoveel hooping in de schrift voor mij en die. Im Neuen Testament haben wir in sehr vielen Vers in Epheser Kapitel 1, Vers 7. An welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. So das sagt, was wir haben. Wir sind erlöst worden von der Sünde. Wir sind zu Gott geholt worden von der Sünde. Dann sagt er, der wem oder wo, wer hat seine Macht? Der Reichtum von seiner Gnade. Seine Gnade, die kann heute schaden. Wenn ihr heute schaden, dann sind nicht mal Gnade. Gnade bleibt einmal Gnade. Und so das ist Hoopning für mich und die. Gute Hoopning. Ich will schließen mit dieser Geschichte von, was es bedeutet, erlöst zu sein. Wisst ihr, was das Wort Erlösung meint? Erlösung meint einfach, auf Plautdietsch, freigekauft. Wie wir einmal sind, im Garten Eden wie wir sind, hat uns gemerkt, jeder einer, was geboren ist auf das Erdball, das ist Gott sein Mensch. Aber wir gehen alle in Erweich, wegen der sinnlichen Natur, was in uns abweicht, oder mit uns geboren ist. Und dann, wenn wir freikommen, Jesus, dann sind wir erlöst worden. Was sind wir? Wir sind freigekauft worden, weil wir auch sind werden. Und dann denke ich an diese Geschichte von der kleinen Jungchen haben in Karf, und nu sind 5 bis 6 kleine Fähltjes ben. Der Prediger, der traf am Debüten wie im Sidewalk und sagt, was hast du, Johnny? Was sagt Johnny, ich wir dort dich beim Wild, ich habe mir diese Fehl gegeben. Was sagt der Prediger, was warst du mit dir tun, Johnny? Hast du dir einen Karf ben? Sagt, ich war ein klein bisschen mit dir spielen, und dann wird uns gut, dass ich kann haben. Und sagt der Prediger, kann ich den Karf und die Fehl, die aufgeben? Ich würde die $2 geben für dich, das wir 100 Jahre 3, so das wird $2, das ist nicht vielleicht 20. Und sagte Johnny, diese Fehl wollen die nicht halten. Na, ich will dich halten. So der Prediger kaufte, und er hat dann hingen die Kirche, merkte die Karf hier der up, das Därtje, und lässt die Fehl alle wegfliehen. Und in der Botschaft, den nächsten Sonntag, sagt der Prediger was interessant. Er sagte, was die Fehl im Karf wären, dann singen die gleich. Die wären bloß still. Und als ich die Leute losfliehen, dann kann ich hören die singen. Das ist ein Fehl soll. Das wird erlöst bedient. Das Prediger hat die Fehl gekauft, die werden nicht erlöst worden, und die Leute sind frei. Eigentlich sind frei. Paulus sagt, sind wir nicht frei zum Singen? No, wir sind frei zum Jesus sein. Wir sind einfach Jesus ins Sklave geworden, er ist unser Meister, er ist unser Wirt. Aber wir legen alle auf eine Wirt, nicht so? Ein ferner Wirt ist so viel Wirt. Ja, da wollen wir noch mal durchschreiben. Ein ferner Wirt ist so viel Wirt. Wir haben den besten Wirt getroffen, was Nummer 1 für uns gestorben ist. Bloß das Beste war für uns. Er will uns abheben, nicht durchschlagen. Ein Freund sagt zu mir, Jesus ist nicht ein Brut für Kieler. Er hat nicht seine Brut für Kiel. Er hat seine Brut leben. Wer ist die Brut? Seine Kirche, seine Kinder. Wir wollen die Brut genannt. Und heißt nicht, sondern was die Brut schlagen hat. Er hat eine Leib für die Brut, er hat die halben Bossen, er merkt die Reiner. Das ist, was Jesus tut, der ferner wird. Was habe ich von der gelehrt? Gott ihn gut kennt und zweimal. Und auf ein Kapitel, was die Menschen von Nineveh Buße deuten, dann wird Gott ändern, wird wir meistens von Gott Buße deuten, dann sehen die die Menschen noch nicht abnehmen. Die haben sich bekehrt. Es ist nicht viel wert. Gottes Segen.